Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 2021 in der Coop-Season. Es geht jetzt nach Brasilien, nach Interlagos zum José Carlos Pace, gell? Und ja, mal schauen, was dort wird passieren. Monza war für den einen erfolgreich, für den anderen eher weniger erfolgreich. Aber ich bin gespannt. Brasilien ist eigentlich eine Strecke, wo beide relativ gut können. Aber ich tue da nochmal einen Appell aussprechen. Wir haben schon lange keinen Regen mehr. Sag das nicht so, nein. Darum, Das nicht. es ist possible, weil die Wahrscheinlichkeit ist klein, dass es in Saudi-Arabien wieder regnet, glaube ich jetzt einmal. Ja, dort haben wir sicher das Trockenregen. 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 Also kommt drauf an, wie viel Öl das nachher auf der Strecke ist. Oh Mann. Ja, wir schauen mal, was jetzt passiert. Wir gehen wie immer ins Qualifying. Let's go! Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Wie das jetzt aussieht, weil ich einfach noch am Handy gerade war. Einfach so aus dem Nichts so, es geht los. Ja, herzlich willkommen zum Qualifying. Wie ihr gesehen habt, es regnet. Und das Training an sich war eigentlich wirklich gut gewesen. Ich sehe, wie sie bei mir an Inters rumfiguretteln sind. Ich glaube, es wird also sein, dass wir mit Inters werden fahren. Ja, es ist noch eigentlich leichter Regen. Also leichter Regen ist einfach normaler Regen, nicht starker Regen. Ja, aber eben ist das Practice für uns gut gewesen. Wir haben jetzt aber auch nicht viel Zeit im Practice verbracht, weil die Strecke kennen wir eigentlich beide sehr gut. Das Setup hat eigentlich auch mehr oder weniger gut gepasst. Und ja, eben, wir müssen ja auch keine Ressourcenpunkte mehr sammeln, weil es ja keine weitere Saison mehr gibt. Darum müssen wir da eigentlich nicht noch grosse Zeit im Training verplempeln. Und das Rennen bleibt aber trocken zum Glück. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Wir düsen mal aus der Box raus und hoffen da mal auf ein paar gute Laps. Schnelle Laps vor allem. Und ein Pole für den Stroll, oder? Mindestens. Mindestens. Alles andere wäre enttäuschend. Ja gut. Versuchen wir doch bis einmal. Ja, Mann. Aber Regen, ja, egal. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass ich weit vorne mit der Position raushole. That looked bad. Are you alright? Let me know you're Ich alright. habe mich in den Pit-Exit gedreht und das Rad gleich weggefahren. In den Pit-Exit? In den Pit-Exit, in den Limiter Alter. rausgeladen, habe ich gerade gespinnt. Ja, Aber was? es hat mich einfach auf die Strecke zurückgeportet. Das ist ja räudig. Gehen wir das ein. Boah, dein Rad liegt noch da. Wir Wir sind sind, mal alle Komponenten wechseln, ist gerade gut. mir ist aber auch gerade fast passiert. Oh, ich hätte ja voll den Großschock gemacht, aber das schlimmer, Mann. Ja. Oh, fucking hell, ey. Oh mein Gott. Egal. DRS-Fehler, willst du beziehen? Ja gut, brauchst du eh kein DRS im Regen. Ah ja, tatsächlich. Stock da, wie der heisst. Ja, aber das ist nachher ein... Wie heisst der Hund? Corgi. Ja, Corgi, ja. Ah, Corgis sind aber auch herzig. Nachbarn zu ihnen. Oh was, P2? With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. It's Carlos Sainz in pole position, and Shepard completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Norris, Bottas, Esteban Ocon and Hamilton, Joe, Verstappen, Russell and Pierre Gasly, Perez, Latifi, Yuki Tsunoda and Stroll, Giovinazzi, Leclerc, Mick Schumacher and Kimi Raikkonen, Mazepin and the Golden Boy. It's almost time for those 5 red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Fuck, Alter, ich habe vergessen, Komponenten zu wechseln. Ah, fuck, Alter, Mann. Ja, das ist weniger gut. Ja. Ist das Ding schon fertig gewesen bei dir? Mhm. Race Rundown. Aha, Mhm. okay. Mir ist viel Ja, später geladen. Dann. Ich tue immer dachte, das hey, was erste. laberst du? Ja, ich tue das erste immer überspringen, weißt Ja, ich eigentlich auch. du? Hey, nein, so bitter. Aber egal. Ich habe so eingewechselt eigentlich im letzten Dings. Du bist ja nicht groß gefahren im Qualifying. Also von dem Ja, her ja, ist es es immer wird noch nicht tief. so schlimm sein. Egal, easy. Ich Egal. spiele aber.
starten mit Softs. Wegen. Oder soll ich mit Mediums starten? Ich starte mit Mediums. Ja, Ich will sagen, hä, was starten mit Soft? Das macht mal gar keinen Sinn. Aber du schön, ich habe... Du startest ja von P2. Ja, Ah, ist ein Free-Dings. Perez. Stimmt, das war schon Regen gewesen vorher. ja, und Perez hat eine Strafe bekommen. Ich Oder wer auch mache. immer Dings P2 war. Ich gehe P10, glaube ich, sind Pits. Mit Mediums. P10. P10, Runde Sobald 10. P10 bist, gehst du rein. Ja. Das ist nicht. Ja, weil er sagt eigentlich, wenn du in Lab 8 schon in die Box gehst mit Mediums, bist du schneller. Das macht gar keinen Sinn. Also, ich gehe in Lab 8 mit Mediums rein, weil da habe ich 10 Runden auf Soft. Haben es 10 Runden lang, echt? Ja, sicher. Easy, mache ich das auch mal so. Muss. Also, das, was das Game vorschlägt, ist immer... Das ist immer kann der schon Rotz. viel Das Ja, ist das so. stimmt. So, let's go! Alright, let's go Rennstart! Let's go, Rennstart! Zweitletzte Rennen von der Session. Session. Das ist zu lang gegangen. Hey. Oh, Lol, da ist ein Alpine auf P4 gestartet, hinter mir. Ich habe fast in die Wand gedrückt. Oh mein Gott, ich habe gesandwiched. Alter Bottas auf P2. Was ist los? Was ist los hier? Was ist los hier? Ja, ganz okay Start gehabt, P18, noch ein paar Plätze bekommen. Oh mein Gott, der Räikkönen, Alter, was divet der so in seinem höheren Alter? Ist der wahnsinnig. Ah, jetzt habe ich die Position verloren an Räikkönen, easy. Ihre nimmst. Ja, also vom Alt-Weltmeister, gerade von den da! Nein! On the MFD. Alter, der hat so früh abbremst, Frontwing Damage. Alter. Es kann es doch wohl oh nicht mein Gott, sein. jetzt wird's geil. Jetzt wird's geil. Double Stack mit, also 2 Stops mit Softs gemacht, sagt er mir. Jawohl, jetzt durchfighten das Zeug. Das ist sicher eine geile Strategie. Könnte nice werden, ja. Zum Glück habe ich noch 2 frische Softs, weil die anderen, die ja im Dings gebraucht haben, die gar nicht angefahren wurden, weil ich ja gerade weg... nein, ist schon Regen gewesen. Ich vergesse es immer. Mhm, ist nichts angefahren. Alles nicht genau neu. Ah, da schon... Ah, okay. Box einfach komplett vergamet, weil ich viel zu früh abbremst habe. Der Sainz zieht einfach davon. Oh ja, das ist eine fette Pace, Alter. Ja. Gut kann aber auch der Soft geschuldet sein, gell? Das ist schon noch recht Unterschied. Das erklärt auch, wieso dass der Bottas einen viel besseren Start hat als ich. Okay, Stimmt, so. kommt ja noch Vorteil nachher. Jetzt muss ich einfach aufpassen, dass ich nicht überrundet werde. Da. One stop to go. One stop left in this strategy. Aber das ist schon immer das Geilste. Also, wenn du gegen Ende Rennen Soft drauf tust, schön mit dem leichten Auto. Ja, das ist halt wie Qualifying. Mhm. Jetzt habe ich die Bande leicht berührt bei der Pit Exit wieder mal. Perfekt. Boah, auf der Straight mit DRS habe ich so viel mehr Speed als der Bottas. Alter. Hast du noch? Ja, aber er hat fast meinen Frontflügel mitgenommen. Ja, ist ja so. Ob die Runde oder nächste Runde kommen. Macht da keinen Unterschied. Ja, ich glaube, ich komme hinter auch noch raus. Es hat wirklich eine verdammt lange Pit hier. Oh mein Gott, jetzt hat es einen verdammten Klapp gegeben. Look after these tyres now. So, pit exit We want to is finish the okay. race on this In compound. Brasilien. Hä? Also, Pit Exit ist halt natürlich schlimm. Abgesehen von der Länge halt, plus halt noch das von der Kurve. Mhm. Und vor allem eben, wenn du frische Reifen hast, hast du einfach gar kein Grip getroffen. Ja, jetzt hätte ich gerade ausgebremst vom Raikkonen und vom Schumi. Viel weniger Ja, geil. ja, 18. bist du. Ja. Shit. Jetzt wollte er aber gleich, dass ich pidde. What the fuck? Ja, easy, mach's. Alter! Raikkonen! Was ist Der hat mich passiert? fast streit. Nein. Ja, mal. So plus minus eine Sekunde auf dem Mazepin. Aber ich meine, es sind immer noch 20 Sekunden. Wenn jetzt, ja, wäre ja so schon vorbei, bis ich bei ihm bin, wenn ich nochmal wirklich pidde. Ja, das ist so. Good. Good
job. Nice Aber wenn der overtake. Sainz langsam Goku dann berundet der sich mir noch. Nochmal, das hätte jetzt gehen. Oh Mann. Ja, das ist halt eben ein bisschen schade bei diesen Huren 25% Rennen. Du kannst nicht so viel Weil halt gut eben- machen, das ist so. Ja, eben, wenn du halt einen Schaden hast, ist halt wirklich verkackt. Also das kommt noch Safety Car. Das ist so, bei einem 50er kannst du noch... Ja, ja, Aber bei 50er kannst du halt immer noch etwas über die Strategie für dich rausholen. das ist so. Polatifi bleibt noch nicht draussen. Kollege, du kämpfst gerade mit dem Race Leader. Oder? Ja, nein, nicht ganz. Das ist ihm noch egal. Alter, man, jetzt habe ich 8 Sekunden zum Sainz. Und 4 zum Perez. Aber Perez muss doch noch pitten, oder nicht? Vorher hatte ich 6 gehabt. It Weißt du, meine looks Hoffnung we ist, wenn might das Auto have an leichter issue. wird, ist er Yeah. natürlich auch Ja. anzukleinen für den Reifen. It looks like we might have an issue. Yellow flag. Geil. Geil, vor mir. Oh, der Raikkonen hat sich gespinnt. Einfach mal da durchgefahren. Easy. Gut, Perez Und ist in einfach Witz Pits. auf der Strecke. Aber kein Safety Car, ja? Wieso machen die so viele Fehler in letzter Zeit? Das ist schon speziell, ja. Also ich hole noch von Sainz auf, aber es lange nicht. Okay, looks like a mechanical failure. Ja, Leck mal schauen. meine Eier. Vielleicht hat er auch noch ein Safe spot Issue. to retire. Was ist für ein Sorry Issue? about that. Hat er schon gesagt? I repeat, find somewhere to retire immediately. It's too dangerous to Was stay ist on passiert? track. Du hast einen Kotter hergefetzt. Mhm. Was ist? Motorschaden. Sicher nicht! Ich kann einen nagelneuen Motor rein tun, Alter. No way, Alter! Und ich sag das letzte Mal so, wir hatten echt Glück gehabt, was so Motorschäden anbelangt. Wir haben bis What jetzt einfach happened? beide Let me zwei know you're gehabt. okay. Einen meine ich. In allen Seasons. Und jetzt hast du nochmal einen. Holy shit, Alter! Aber es ist immer in diesen Rennen, wo es gut läuft, weißt du? Alter, Mein das ist schon... Das ist schon richtig assi, Mann. Ja, Mann. Aber ich glaube, so, weil du so viele Motoren ersetzt hast, dachte ich, das gäbe so, Alter, jetzt machen wir auch mal einen kaputt. Jetzt drücken wir dem noch einen rein, ja. Ah, das ist doch ein Witz, ehrlich. Wer hat gewonnen, das Eins? Ich weiß gar nicht. Ist schon fertig. Ja, es ist fertig, ich bin jetzt gerade auf Final Lap. Check a flag, check a flag. Check a flag, check a flag. Ja, davor, wenn jetzt der Perez so die WM gewinnt, Mann, Alter, weißt du, einfach so gekehrt noch. Stell dir vor, das passiert im echten Leben. Aber crazy, Mann. Ja, aber es muss schon fast der Sainz gewonnen haben. Der hat so einen Vorsprung Ja, gehabt. Sainz hat gewonnen. Ferrari are at it again. Ja gut, machen wir da wieder Advanced Team. Genau, und ja, dann würden wir mal sagen, wäre es das gewesen mit dieser Episode von F1 2021 in der Coop-Season, Season 3. Das nächste Rennen ist das letzte Rennen in Saudi-Arabien und auch wahrscheinlich dann nachher von dieser ganzen Coop-Geschichte, die wir jetzt haben. Also nachher geht es dann hoffentlich weiter in F1 22 dann. Je nachdem, wenn die Episode rauskommt, ist es schon draussen oder es ist kurz davor. Nein, wenn Saudi-Arabien rauskommt, das müssen wir auch noch aufnehmen. Ja, das muss auch noch, oder? Sagen. Einfach, ja gut, Saudi-Arabien wird wahrscheinlich 5 Minuten Folge werden, gefühlt wahrscheinlich. Ja. Aber mal schauen, was dort passiert. Ja, wenn euch die Folge natürlich gefallen hat, würde es uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, so wie aber ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und sonst sehen wir uns eben wieder in Saudi-Arabien. Und bis dahin sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao! Is something you would like to say to your mom? Yes. Au!